Konse aus dem, dass heute zuletzt rund 44% von den Leuten im nationalen Plan nicht über politisch Rechte verfügen. Das ist eine Situation, die wir zuletzt schon im Kant und für bald 100 Jahre. 1990 haben Frauen kein Wahlrecht gehabt, weil Frauen waren. Länder haben nicht alle Wahlrecht gehabt, und nicht mehr Wahlrecht gehabt, für die Steuern bezahlen. Und da gab es am Land eine Diskussion über das allgemeine Wahlrecht, das ist vielleicht universell. Auf hat sie immer halt darum Punkt, dass wir das müssen diskutieren. Das ist eigentlich mal ein vom Ausländerwahlrecht, ob in denen Leute soll in Favor do Merkel, wenn sie die Luft verstehen, wie das auf eine Diskussion darüber, ob in zuletzt ein allgemeines Wahlrecht tun, das also wirklich der Gros von der Population der Wahlrecht hat, oder wie seht, ich habe nicht weiterhin noch nach, wie 1990, das Talschild von der Wahl ausgeschlossen war, und ich kann mich mit den Gedanken gewinnen. Wenn man zuletzt nicht andere werden, man rund 12 bis 15 Jahre Situation errichten, dass eine Majorität von den Leuten, die hier leben, schaffen, Steuern bezahlen, kein nationales Wahlrecht. Und dann ist die Chance, das ist wichtig für den Senat. Das sind da ganz klar, wir sind konkret proposen, du kannst sich schon ganz viel vorstellen, was denken die gering? Also wenn wir proposieren, wir sind mittlerweile, wir waren wohl die Ersten, die proposiert für die Jahre schon, wir sind mittlerweile nicht mehr lang, auch ein DP, auch ein LSAP schätzen sich mittlerweile dafür aus, dass das nationale Wahlrecht auch den Leuten soll gehen, die bestimmte Residenzkriterien aufhellen. Wir proposieren bei 5 Jahren, durch den Delay, als wir proposieren, für an der Nationalität die Gesetzgebung anzuschreiben, für Lützeburg zu gehen, respektive die Nationalität. Das ging also heschen, dass noch 5 Jahre schriftlich Wahrheit sehr wird, wählen zu gehen, ein aktiv Wahlrecht auszuüben, nach 5 Jahren Residenz, als Netzwerker oder wenn er selber beginnen, wenn er selber beim Licht gehen, hat er auch noch 5 Jahre gesprochen, über die Idee von der Nationalität können Kandidat zu gehen. Das war so konkrete Vorschläge, also nur Residenzkriterien und aktiv Wahlrecht können zertifizieren, auch in der selben Idee von 5 Jahren für über die Idee von der Nationalität, eventuell der dunklen Nationalität, auch das Passivwahlrecht also können gewählt zu gehen. Wenn ich es richtig verstehe, da gibt es allerdings eine Diskrepanz zwischen einem Lützbäuer, also eine Person, die Lützbäuer Nationalität hat, und eine Person mit einer anderen Nationalität, die Lützbäuer müsste wählen gehen und die Ausländer kämen. Was da dann eher problematisch oder nicht? Also am Vorschlag von der DP, von der LSAP, ist das wie die so, dann heißt es Vorschlag nicht. Wir schätzen als Preis- und Wahlprogramm erst genau den dritten Grund auch dafür aus, dass Wahlpflicht wie Südverräter ist. Dann dürfen Sie mir der Meinung, dass die Leute die Präsidentskriterien erfüllen, nur 5 Jahre wird Lützeburg ja über den Inskription der FIS, ob wir da löschen, soll mal drüber gehen, für das auch dann die Leute alle guten Zahlen bespannen. Die wird Lützeburg auch, also nur 5 Jahre auch eine Inskription der FIS, man aktive Wahlrecht, also nicht Recht wählen zu gehen, nicht Recht wählen zu gehen, mit Inskription der FIS, und mit Wahlpflicht. Viert Lützeburg ja auch mit Lützeburg, weil man mitfüllen, dass es 2 verschiedene Korrelektoren gibt, mit der wir dann die ausdrückt beantwortet. Wir sind ganz klar für das gibt es nicht. Da stellt sich vielleicht eine andere Frage, nämlich gerade die von der Wahlpflicht, beginnt ja laut Gesetz hier, wenn es nicht wählen geht, muss sich Sie kennen, dafür gesehen, müsste auch etwas geändert werden. Nein, nicht. Wir meinen, dass die Wahlpflicht nicht isoliert, dass die Wahlpflicht beinhaltet, dass jeder Verein sich Wahlsonntag entweder für den Brieffall, wenn es sich deplacieren, oder Wahlsonntag sich bei Touren deplacieren, dann ausschreiben, dass du kann dann machen, man weiß Ziel durfte, die kann nicht, was die 10 Monate, wenn man bestimmte Fälle ausdrücken, wie der Koster, wie die möchten, hast du das genau dann aber nicht geschieht. Randleid bis bei Touren gehen, auch nach der Wahlpflicht, dann ist sie an aller Regel der gültige Wahlzettel, dann drecken sie auch die Meinung aus. Und wir fanden das kein undemokratischer Akt, das wird so oft so, in der Menge, dass das Wahlrecht so fundamental Recht ist. Das sind auch nach dem Recht in Pflicht verbunden. Pflicht, sich bei Touren zu deplacieren und Wahlsonntag. Das fanden wir nicht exzessiv. Wir meinen, dass Wahlpflicht auch an einer Demokratie durchaus ihre Sinn hat. Und mit Fesio auch als ärmere Länder, dass du keine Wahlpflicht gibt. Wir sind auch ein Teil der Population Tendenz haben, das Wahlrecht nicht zu nutzen. Das sind nicht unbedingt die, die in der Gesellschaft am stärksten sind. Das sind oft Leute, die viel andere Probleme haben, und dann mit der Zeit auch mengen, dass die Abgabe von ihrer Stimme nicht die nächste Sinn hat. Und das möchte auch eine Distorsion am Korrelektoral. Und wir mengen, dass das keine positive Entwicklung ist, dafür bleiben wir weiterhin übernehmen, dass auch zuletzt durch Wahlpflicht
nicht undemokratisch ist. Leute machen wir das schwach, also wirklich noch viele wählen, kein Kreuz auf ihre Bücher zu merken. Wir haben geschickt mit Vergleichungsfaktoren geben, da wählen sie auch, und dafür also eigentlich legitimiert durch Wählerinnen und Wähler selber.